haben schon eine ganze Menge erlebt in diesem Wettbewerb. 3 Spiele sind absolviert, das heißt also logischerweise, wir stehen vor der 4. Partie in dieser Gruppe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Kraft und Konzentration in den 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Ja, Tom, und das eine bedingt ja das andere. Also ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wer hat denn noch tatsächlich die Kraft, die du angesprochen hast, um dann auch kreativ zu sein und das Spiel für sich zu entscheiden. Also ich bin richtig gespannt. Er spielt flach nach innen. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Und ganz sicher das Zuspiel. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ja, warum denn nicht? Ja, so entwickelt man keine Torgefahr. Ja, der scheut überhaupt keinen Zweikampf und setzt sich durch in dieser Situation. Ja, und solche... So, jetzt wird's gefährlich. Wie er den noch gehalten hat. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Ja, klasse Faustabwehr bei diesem Eckball. Und jetzt müssen sie schnell umschalten von Defensive auf Offensive. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. So, jetzt müsste den Ball hereingeben. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und so soll das aussehen. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ja, ganz klar gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Das war ganz sauber gemacht. Klasse. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Nee, also da gibt es morgen mit Sicherheit im Training eine Zusatzschicht. Dieser Schuss war aber sowas von schwach.
Super Pass. Ja, und jetzt lassen sie die Abwehrspieler hier ganz alt aussehen. Die laufen zwar, aber haben überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Freistoß. Ach, also bitte, das war eines der rüdesten Fouls, die ich je gesehen habe. Wo bleibt denn der Pfiff? Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. So, jetzt stellt sich die Frage, nutzt die Chance? Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, ganz souverän, wie er da kein Risiko eingeht, nicht versucht, den Ball zu fangen, stattdessen die Faust nimmt. Oh, der Ball streift die Latte und fliegt ins Tor aus. Schade. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, jetzt sollte man langsam aber sicher was passieren. Denn es steht immer noch 0:0 und das kurz vor dem Ende des ersten Halbzeits. Jetzt muss die Flanke kommen. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Gegen die Latte. Ja, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0:0. Ja, tolle Torhüterleistung auch in den ersten 45 Minuten. Eine tolle Partie, spannend, es geht hin und her. Viele Chancen, wenn wir jetzt noch mehr Tore sehen in der zweiten Hälfte, dann wird es doch ein richtig gutes Fußballspiel. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Das ist ja unglaublich, wie die Abwehr da schwindlig spielt. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Oh, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Elfmeter nach dieser missglückten Aktion. Elfmeter zu Recht und genau so eine Entscheidung kann das Spiel natürlich in die eine oder die andere Richtung lenken. Er konzentriert sich noch mal kurz. Und so schießt man einen Strafstoß, bei dem der Torhüter keine Chance hat. Na also, geht doch, was das Tore-Schießen angeht. Da ist er ja, der erste Treffer. Klasse gespielt. Ich glaube, der war knapp im Abseits. Verteidiger war auch noch da. Ärgerlich. Jetzt schauen wir uns noch mal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Und den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Da wirft er sich dazwischen. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Der Ball spielt ja weit nach vorne. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich Abseits? Ja. Ah, klasse Aktion. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen.
Für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Die Abwehrarbeit ohne Fehl und Tat. Und nur raus damit, raus! Und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Guter Abwurf vom Keeper. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht. Ja, schönes, langes Zuspiel. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Souverän gemacht. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Erstklassiges Zuspiel. So, jetzt muss er nur noch... Ja, wenn sie das Spiel hier gewinnen, dann können sie sich ausschließlich bei ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken. Ein weiter und genauer Abwurf des Keepers. Kommt ganz sicher an, der Ball, und das bei der Entfernung. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Und jetzt drängen sie nach vorne. Konzentrieren sich jetzt auf die Abwehrarbeit und das sieht hervorragend aus. Wer soll gegen diese Abwehr ein Tor schießen? So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Tja, den will anscheinend niemand anders, dann nehme ich ihn halt. Wunderbarer Pass. Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Den Ball weit nach vorne gepasst. Das wird gefährlich. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und der ging ganz knapp vorbei. So, das war's. Und ich glaube, Sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht noch 3-4 Minuten draufgelegt hat. Sonst wäre es noch enger geworden als ohnehin schon.